Hey Freunde, es geht weiter hier mit Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi und ihr seht schon, ich bin auf dem Weg. Die Frage ist bloß wohin? War das jetzt das mit den Dragon Balls oder wie? Bin ich jetzt nicht mehr so sicher. Ne? Er ist ganz nah. Was ist ganz nah? Der Dragon Ball oder was? Ach so, stimmt, das war ja der. Ja, Moment mal, jetzt noch ein. Hä? Hier hat's einen, da hat's einen. Wollt ihr mich verarschen oder was? Hol erst mal den da. Was ist das denn für einer? Und nix. Ein Stern Dragon Ball, ganz billig. Ja, Freunde, so kann ein Part doch auch beginnen. Da habe ich nichts dagegen. Und weiter geht's. Okay, der ist Dorf und der Kampf soll beginnen. Was ist ein Kampf überhaupt? In der medizinischen Maschine sorgt die Saiyajin-Wiederbelebungskraft dafür, dass Vegeta sich besser wieder erholt, als Saban erwartet hat. Hä? Die Wiederbelebungsmaschine, dass Vegeta sich besser wiederholt. Was sind das Ausstellungen? Vegeta überlistet Freezer und seine Männer, wie oft alle 5 Dragon Balls aus dem Schiefen entkommt. Oh, da hat Freezer sicher keine Freude. Aber geschieht dem alten Arschloch. Arschrecht. Hier. Vegeta schwimmt durch das Meer und sammelt die abgeworfenen Dragon Balls ein, bevor er erkennt, dass sich eine gewisse Stärke nähert. Oh ja, Vegeta schwimmt einfach mal so durch das Meer und die holt er wieder Luft oder so. Ja, ist egal. Krillin ist euphorisch wegen seiner Größe und Kraft, nachdem der Oberälteste seine verborgene Stärke hervorgerufen hat. So bemerkt er nicht Vegetas Ki, der schlechteste aller bösen Zufälle. Von wegen Zufall, das ist sicher Schicksal. Ich hätte nicht gesehen, dass das Zufall war. Vegeta, der erkennt, dass Krillin den 7. und letzten Dragon Ball in der Hand hält, verfolgt Krillin, der zurück zu Bulma eilt. Oder jetzt muss mit Krillin gegen Vegeta kämpfen? Ach du Scheiße, ganz danach aus. Obwohl ich mit Gohan an einem ganz anderen Ort bin. Alles klar. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Also heißt das wohl Kampf um Kampf, wa? Und wieder sind wir hier in der Vorbereitung. Und um unsere Geschicklichkeit zu testen, müssen natürlich zuerst mal die ganzen Kapseln hier weg. Denn Kapseln stören uns natürlich. Und wir haben eine Kapselallergie. Beziehungsweise eine Tablettenallergie. Wie auch immer. Sauber, das kann gut sauber, wa? Tja, die Scouter habt ihr aber nicht mehr. Tja, das ist mal ein cooles Verfolgungsrennen, wa? Jetzt schau mir Vegeta, der eigentlich hinter Krillin her ist und gerade von Zaubern verfolgt wird. Du kannst mich mal, Alter. Bleib weg, bleib weg. Ich will nichts von dir. Ich habe eine Allergie gegen dich, vor allem gegen deine schuppige Haut. Du bist doch ein Krokodil, gib's zu, Mann. Scheiße! Oh, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Was? Falscher Knopf. Oh, das war knapp, ey. Ich habe es tatsächlich auf X gedrückt, hey. Bin ich denn bekloppt oder was? Also, nochmal. Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. La 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 la. La la la. Oh, er trifft mich doch. Wieso überhaupt? Ah, schon wieder daneben. Kacke. Und nochmal den Turbo eingeschaltet. Und tschüss. Bleib hier, Mann! Das kannst du vergessen, ey. So bescheuert bin ich auch wieder nicht. Hey, wieso trifft er mich überhaupt? Dämliche Verfolgungsenergie, ey. Muss das denn sein? Ja, genau in der Mitte, ey. Haha, daneben, daneben, tralalala. Was? Bist denn das Wahnsinns, ey? Hey, Vegeta, gegen gefälligst, ja. Ich bin nicht so ein toller Tastensmasher. Der hat gesessen und tschüss. Aber Zabon, dieses alte Arschloch, gibt einfach nicht auf, du holst mich eh nicht mehr ein, hätte ich beinahe gesagt. Kann ich Speed geben? Vegeta, kannst du was machen? Alter, hast du vergessen, was ich beim letzten Mal rumgemacht habe. Mann! Das kann ja was werden.
OMG. Mein Gott, was ist das eigentlich für eine Eröffnung, hey? Da sollten wir eigentlich mit Gohan fighten, dann kommt plötzlich Krillin dazwischen, sieht danach aus, als würde er gegen Vegeta kämpfen, jetzt kommt mir noch Zarbon in die Quere. Das hässliche Krokodilface. Na, warte. Was doch? Mensch, Krillin, bist du bescheuert. どうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。 Ja, ich kann mir schon denken, was das sein soll. ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータさんよ。 Tja, Freunde, sieht ganz so aus, als würde der Kampf auf ein neues beginnen. Vegeta gegen Zarbon. Das ist kein Kampf Neues, das ist das erste Mal jetzt. Wow. Bin ich denn bescheuert, Mensch? Nee, ich bin nur clever. Hehe. Ich bin bescheuert clever. Wollte doch nur Ki sammeln. Na, warte, hey. Und tschüss, Mann. Juhu. Und hinterher. Weil es mir so gut gefällt, kriegst du noch eins auf die Schnauze. Juhu. Stirb endlich mal. Du willst nicht? Na gut, dann hilft halt nach. Und weil es so schön war, gleich nochmal. Galligan! Und er kann nichts tun, er hat kein Ki, keine Geistenergie, er ist einfach nur am Arsch. Das dreht sich ja perfekt und er ist ja auch einer. Haha. Wow. Der Vegeta passt ein bisschen auf, ja. Sonst geht der Planetenname noch flöten, bevor es eigentlich soweit ist. Wenn du in deiner hässlichen Form bist, du triffst es auf den Punkt, Vegeta. Liebe zur Schönheit? Komm, Alter, bist du kurzsichtig, was ist los? Also wenn du schön bist, dann heiße ich Pamela Anderson, meine Fresse. Und frag mich nicht, wie ich zu Pamela Anderson komme. Ein nur ein spontaner Spruch. Na, was willst du jetzt tun, ne? Verwandle dich endlich, sonst macht es ganz auch keinen Spaß, Mann. Ja. Und was machst du? Na? Zarbon. Mann, ey! Die Leute wollen mal sehen, also transformier dich endlich mal. Ach, du bist doch zum blöd zum Kacken, ey. Das reißt mir aber. Wenn du nicht kommst, dann mach ich eben weiter. Bist doch selber schuld. Ganz genau, Vegeta, er soll endlich den Löffel abgeben, ins Glas beißen, die Mode von unten sehen. Ist mir scheißegal, lass ihn einfach mal abhauen. Ich hab genug von Pickeln. Ich hatte lang genug selber welche, damit sie genau so ein hässliches Krokodilface sehen. Deine Panzerung ist auf den Arsch. Na, was tust du jetzt? Ah, macht das doch noch. Ladies and Gentlemen! Pickleface Krokodil-Zarbon! Alter, ist der hässlich. Aber er hat keine Chance mehr gegen uns, denn die haben zwei Gym-Blut in uns. Ich sehe gerade, der hat es wieder aufgeladen. Der alte Mistsack hat wieder seine volle Energy. Will er mich verarschen oder was? Was aus? Bitteschön, ich glaub doch gerne auf ihn ein. Obwohl, ehrlich gesagt nicht, weil zum Glück trägt Vegeta Handschuhe, da ist es nicht ganz so schlimm. Joho! So, Freunde, da will ich meinen Move nach unten versuchen. Okay, das ist also auch ein Fernangriff, wieso auch immer. Scheiße! Hässliche Krokodilfratze! Na, warte! Super Energiewelle! Na, was machst du? Weißt du auch? Konntest du? Was auch immer. Er ist genauso blöd, wie er hässlich ist, ey. Geschieht dem alten Sachs. Wieso ist der stehen geblieben, Freunde? Und wieso lächelt er noch? Also. Heimlich schwitzt er sogar. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut! Den Falschknopf gedrückt. Scheiße! Das ist der wohl Zauberungsrache und ich hab zu wenig Ki. Fuck, man. Und der Baumbuss sagt mir, war keine gute Idee.
Da steht mir Vegeta wohl zu. Zum Glück wird er verprügeln, nicht ich. Er erinnert sich schnell. Also, es geht nicht mehr höher, scheiße. Aber tschüss. Oh, das hat sich so an diesem Spiel, du kannst nicht einfach so von 0 auf 100, nicht so einfach von 0 auf 100, einfach von 0 auf 1 einfach in den Fernkampfmodus, beziehungsweise in den Nahkampf. Du musst nicht mal irgendeinen Move aktivieren, damit das funktioniert. Mann ey, so funktioniert das, wenn du schon was anfängst, dann das gefällst. Richtig, was soll ich sagen? Ja, warte. Friss das! King Uppercut! Sky Uppercut natürlich! Was war das gerade? Arsch mich nicht, Alter! Sag mal! Endlich down! Ich will mein Face nicht mehr sehen! Es ist hässlich! Oh, er hat mich berührt! Nein, er hat mich infiziert! Nein, doch nicht. Vegeta trägt ja zum Glück Handschuhe! Kluger Mann! Was mache ich jetzt? Oh. Das ist doch einfach nicht zu fassen, ey. Der Kampf ist doch ausgeglichen. Okay, wie ging das jetzt? Ich habe gar nicht R2 gedrückt und das habe ich jetzt davon. Egal, ich bin halt nur weg. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Du bist doch wahnsinnig! Lass mich in Ruhe, du blöde Kuh! Du blödes Krokodil. So, jetzt bin ich in den Fernkampfmodus gegangen. Und zwar absichtlich. Sag mal! Wieder mit Arschen, Mann! Das ist doch keine 100%ige Trefferquote! Oh, jetzt kommt er doch noch mit. Der hat so viel Energy, das ist nicht gut. Was macht er? Er steckt's weg, hey. Ist der behämmert. Oh, Name kannst du langsam vergessen, hey. Der Planet sieht bald schlimmer aus als ein Schweizer Käse. Als Napperzauber. Was der Metaller. Laber, laber, laber. Sauber, gibt doch endlich mal auf, Mensch. Ganz genau, Vegeta wird dann mit jedem Todeskampf, wenn man so will, doppelt so stark. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Mann, schon wieder nichts! Okay, langsam lass ich das Spiel! Oh! Ei! Ich krieg schon vom Zusehen Kopfschmerzen. Hat der mir gerade in die Nüsse gehauen? Na warte, dafür ist er fällig. Ich hab keine Energie! Vegeta! Ist doch scheiße, Mensch! So, auch nicht übel. Okay, mal daneben. Oh. Jetzt reicht's aber genug gespielt hier. Ich will das heute noch schaffen, aber es sieht danach aus. Hey, eigentlich sollte das 50% sein, aber momentan sieht es eher aus nach 100 für ihn. Ah doch. Und 100 für mich. Nee. Also auch nur 50 für mich. Und nach oben, nach oben, nach oben. Yes! Der Bogenangriff, es muss leider sein. Ich brauche Geistenergie. Ganz viel Geist. Ohne Scheiß. Sag mal. Wow, jetzt steigt's aber. Alter Scholli. Habe ich überhaupt eine ultimative Attacke? Nee, ich habe gar keine. Scheiße. Was soll das hier reichen? Du hässliches Krokovieh. Ist das? Und explodiert dabei. Oh. Ich sehe durch dich durch. Oh, auch ein bisschen fies, wa? Vegeta haut ihm voll in den Magen in die Trophäe-Scheide. Ich sehe durch dich durch. Das kann man natürlich auch betiteln. Macht er ihm den Vorschlag eigentlich original. Au! Tja, den haben wir definitiv zum letzten Mal gesehen. Nicht schlecht, Vegeta, also einen Hochmut hast du nicht verloren, meine Güte. Wäre doch das letzte Mal beinahe abgenippelt und hat nichts gebracht. Er hat eigentlich nicht dazugelernt.
Und wieder mal geht's weiter mit dem Storytext. Krillin und Bulma wird da Dragon Ball gestohlen, den sie vom Oberhölzen erhalten haben. Fail. Nun scheint es, dass Vegeta alle 7 Dragon Balls gesammelt hat, doch den er versteckt hat, hat Gohan gefunden. Haha, Pech gehabt, Alter. Gohan wird auf seinem Weg zurück zu Bulma von Vegeta entdeckt, doch mit seinem scharfen Verstand kann er Dragon Balls vor Vegeta schützen und dessen Pläne vorerst vereiteln. Gott sei Dank hat Gohan nicht den Verstand seines Vaters geerbt, alter Falter. Wobei, also so dumm ist jetzt Goku auch noch nicht. Vegeta bekommt Panik, als er den Dragon Ball nicht finden kann, den er unter Wasser versteckt hat. Das kommt davon. Er durchschaut Gohans Lüge und kehrt voller Zorn zurück. Doch die Hölle ist bereits leer und aus Frust zerstört sie das. Achso, Höhle, nicht Hölle. Hölle. Mann, ich brauche eine Brille. In der Zwischenzeit meistert Goku das 100-fache der Erdschwerkraft im Schiff und setzt sein hartes Training fort. Alter, fällt nicht schwer. Wenn ich mir so vorstelle, mein 100-faches Körpergewicht, ich wäre platt als Level 100. Bevor er es bemerkt hat, Goku bereits eine Stärke erreicht, die die Grenze eines Saiyajin überschreitet. Okay, gibt es überhaupt eine Grenze eines Saiyajin, weil ein Super Saiyajin ist er noch nicht. Noch lange nicht. Krillin und Gohan begeben sich schnell zum Haus des Oberältesten, dabei unterdrücken sie ihr Ki, um nicht von Vegeta bemerkt zu werden. Immerhin scheint es mal einen Geist an. Vor allem von Krillin könnte man das behaupten. Kurz vor der Ankunft spüren sie jedoch das Ki von Vegeta, der sich ihnen nähert. Ja, wieso auch immer, beziehungsweise wieso auch immer er sie spüren kann plötzlich. Dank Krillins schnellen Denken wird Gohans verborgene Kraft hervorgerufen. Wieso dank Krillins schnellen Denken? Das ist doch der Oberälteste. Ach, ist egal. Zur gleichen Zeit bemerkt Vegeta 5 starke Kis, die sich nähern. Oh, das ist gar nicht gut. Er bekommt Panik, da er weiß, dass es sich um das Ginyu Sonderkommando handelt, deren Stärke seine überragt. Ach du grüne Neune. Vorerst wollen Vegeta und Yan deshalb zusammenarbeiten. Oh, das muss doch was heißen, Leute. Wenn Vegeta erstens Panik bekommt, danach noch mit anderen zusammenarbeitet. Auf Namek stellt das Ginyu Sonderkommando die Koordinaten ihrer Scout auf Vegetas Aufenthaltsort ein. Jetzt geht's uns an den Kragen, vor allem Vegeta. Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Nee, das wird ein hässlicher Fight. Kann jetzt nachher ein hässlicher Part werden, wenn ich dagegen die 5 gleichzeitig antreten muss. Naja, zumindest nicht. Also zumindest einer ist ziemlich schwach, den sollte ich... Oh, so schnell wie du kannst. Ganz genau und so schnell wie ich kann, wenn ich jetzt auch den Part beende. Also dann, Freunde, bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Oh yeah!